Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir gehen heute Richtung Bern. Ich habe mir wieder etwas gekauft und ich habe jetzt sicher auf den Titel gedrückt und habe gedacht, ja, was hat er sich jetzt wieder gekauft, wenn er schreibt, er hat Geld aus dem Fenster gerührt. Ob ich das wirklich gemacht habe, werden wir jetzt vielleicht nicht gerade am Anfang erfahren, sondern erst vielleicht in ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr, mal schauen. Aber ich habe mir etwas gekauft, das ich mir schon länger mal gewünscht habe, dass ich mir so etwas kaufe, respektive, dass ich mir so etwas mal kaufen. Das habe ich schon immer so ein bisschen auf der Liste gehabt, aber ich dachte, ja, nein, komm, wir warten mal ein bisschen zu, wir schauen mal ein bisschen, wie sich das Ganze noch ein bisschen entwickelt. Und ich bin jetzt über ein gutes Angebot gestolpert und nachher habe ich gedacht, so, ja komm, jetzt oder nie, jetzt muss ich zuschlagen. Und ich freue mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird lustig werden, denke ich, es wird geil werden. Was es ist, werdet ihr in diesem Video erfahren, aber noch nicht jetzt gerade am Anfang. Vor allem müsst ihr das ganze Video schauen, respektive im Video innen wird es dann, oder werdet ihr es sehen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wie gesagt, ich muss auf Bern hindern, Düsen, wenn ich es noch nicht gesagt habe, ich weiß es gar nicht. Ich muss auf Bern hindern, 1 Stunde fahren etwa. Fast vor Lyss muss ich so hergehen. Lyss kennen wir ja alle gut, von ein bisschen Kart Action. Und ja, darum, den Weg dort hinten kenne ich relativ gut. Trotzdem muss ich das Navi haben, darum vielleicht mit der GoPro hier. Weil GoPro kann ich dann in dem Büsschen, das ich jetzt gerade dabei habe, auch noch ein bisschen Aufnahmen machen, respektive ich kann die Kamera irgendwo montieren, kann Zeitraffer machen, was auch immer. Das ist so der Plan, ob ich es dann wirklich wieder umsetzen kann, ist das Zweite. Aber ich filme mit der GoPro, die ich eigentlich an meinem Helm drauf habe, darum die Qualität jetzt nicht so gleich gut ist, wie wir mit dem iPhone filmen. Ja, egal, ihr wisst Bescheid. Also ich würde sagen, wir legen los, nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Und ich verspreche mich natürlich wie immer wieder. Mühsam, aber egal. Let's go, wir gehen jetzt Richtung Bern. So, ich bin bereits schon unterwegs, wie man unschwer erkennt. Wir blenden so eine richtige Grinde rein. Heute ist es richtig warm. Ich bin mir so schnell kurz etwas zum Morgen geholt, was in flüssiger Form zu mir genommen wird. Und noch eine Flasche Wasser, weil heute wird es heiß. Ich bin jetzt eine gute Stunde unterwegs zum Ziel auch, also Richtung Bern hindern. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich bin jetzt gerade kurz vor der Autobahn. Ich bin schnell rausgefahren. Wie gesagt, ich habe jetzt so etwas trinken geholt, essen. Ist bei mir das jetzt einmal. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Vielleicht kommt jetzt die Zeitraffer, wenn es klappt. Und wenn nicht, sind wir einfach wieder dort plötzlich. Ich muss dann nachher noch beim Retto fahren in ein Bauhaus oder sonst in ein Jumbo, weil ich muss ein paar Sachen organisieren oder holen gerade. Und wenn ich schon das Büsschen dabei habe, ist ja gerade gut, dann kann ich nämlich das einfach dort reinschmeißen. Darum machen wir das dann auch noch gerade. So, wir sind auf der Höhe Burgdorf und sind etwa 10 Minuten dort, wo ich das gewisse etwas abholen. Ich muss sagen, wir sind schon ewig hier hinterher gefahren und da hat es eine riesige Baustelle gehabt. Ich glaube, sie war auf der Zeitraffer noch offen. Ich habe gemerkt, ich habe sie mit aufgenommen. Ja, es war abartig dort. Also, das hat zum Glück nicht gestaut gehabt, es war einfach nur ein bisschen stocken gewesen. Jetzt hier vorne sieht es schon wieder ein bisschen mehr nach Stau aus. Jetzt ist gerade über mir das Stauzeichen aufgeploppt. Ich bin gerade unter der Tafel durchgefahren. Ja, ich sollte aber irgendwo 6 Kilometer weg von der Autobahn, respektive ab der Autobahn und dann eben Richtung Lyss fahren, weil ich muss fast vor Lyss hergehen. Irgendwie Münchenbuchsee heisst es, glaube ich. Münchenbuchsee heisst es, da muss ich her. Da kann ich ja sagen, wo ich her muss. Ja, also wahrscheinlich ja gerade dort bei der Verzweigung von Bern, ja, keine Ahnung. Jetzt, wie gesagt, in 10 Minuten sollte ich rein theoretisch dort sein. Vom Stau her sollte es eigentlich auch okay sein. Es hat jetzt, glaube ich, nicht noch grossen Einfluss haben. Die Staulampe, die vorne leuchtet jetzt zwar nicht, dass die Tafel das Stau hat. Mal schauen, ob es jetzt auch wieder gerade aufploppt, wenn ich durchfahre. Aber
ja, sonst gut durchgekommen, sehr happy. Das habe ich gehofft, darum bin ich ein bisschen später abgefahren, weil am Morgen ist es doch ein bisschen Stau noch. Und ja, dann heisst das Zeug dann einladen und wieder retour fahren. Und wie gesagt, muss ich wahrscheinlich in Jumbo in Dings gehen, in wie heisst es? Bauhaus. Und 2, 3 Sachen holen. Und ja, ich würde aber sagen, wir sehen uns später wieder. So, ich bin wieder am Retourfahren. Das gekaufte Objekt ist jetzt in meinem Fahrzeug. Also eigentlich ist es mein Auto, aber ja, ich habe es jetzt. Und ja, fahre jetzt in der Retour, hoffe, dass ich nicht so viel Verkehr wird haben zum Abfahren. Aber das sieht man jetzt noch, jetzt ist wahrscheinlich gerade stockfester geworden. Ja, jetzt zum Abfahren war es ein bisschen ein Krampf gewesen. Es hat doch noch mal ein bisschen gestaut, bevor dass ich endlich von der Abfahrt oder von der Autobahn runterfahren. Aber ja, Verkäufer getroffen, Verkäufer super sympathisch gewesen, haben ein bisschen geschwätzt und so. Und ja, jetzt fahre ich wieder retour. Jetzt muss ich aber noch schnell kurz 2, 3 Sachen posten, die ich noch brauche für das, was ich gekauft habe. Und dann zeige ich euch, was ich gekauft habe. Aber ich glaube, die meisten wissen es ja eh schon. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr es eigentlich jetzt eh schon. Weil ich habe vorhin noch nicht so einen Post rausgeballert habe. Falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, gerne reinfolgen dort. Gibt es immer wieder ein bisschen Content von mir, falls euch das interessiert. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass es ein Kart wird sein. Und ja, ich habe mir jetzt einen Kart gekauft. Wirklich sehr günstig kann ich den bekommen, muss man sagen. Man muss aber schon etwas daran machen. Ich habe jetzt zum Glück schon mal mit einem Rotax-Motor zusammen gearbeitet. Ich weiss noch ein bisschen so wie, was, wo. Aber sicher auch ein bisschen für mich selber ein kleines Projekt, das ich dran herumschrauben kann, weil auf das habe ich wirklich sehr Bock und das möchte ich auch gerne ein bisschen machen. Und das Ziel ist natürlich, dass man das Ding zum Laufen bringen, respektive, dass man mit dem auf die Strecke kommt. Laufen tut er nämlich noch, aber man muss einen Haufen Sachen noch machen, dass man sich auch wieder ohne Probleme auf die Strecke fahren. Ich bin gespannt, das wird sicher lustig werden. Ich mache jetzt das aber nicht so, dass ich irgendwie 100 Videos von dem mache oder so euch da wie ein Vlog immer begleiten mit Updates und alles und da vielleicht zwischendrin schon mal, wie es ein bisschen aussieht. Aber ja, das ist das Ganze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt tue ich das Büsschen wieder zurück, das ich jetzt hatte, um den Kart zu holen. Und ja, dann heisst es mal anfangen, mal das Ganze anschauen, was man so machen muss. Und ich würde euch sicher ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, auch nicht mit regelmäßigen Videos. Aber wenn es mal etwas Größeres gibt, ein kleines größeres Update, dann werdet ihr das sicher auch sehen. Ich wünsche euch ein schönes Tag, danke für dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!